Ja, wer sich für uns Muttersprache stark machen will, der braucht Utür und Leidenschaft. Beides hat Sabine Karg. Sie 2016 ist sie Botschafterske für das Niederdeutsche Theaterspiel als national immateriell Kulturerfahren der UNESCO. Über ihr Ehrenamt will wie fortschnacken Klaus Halstrup erstmal mit einem Inblick in ihre Karriere. Sabine Karg, aktiv sieht drehen für dich Jahren in Film und Fernsehen, an Theater. Ihre Art beschäden mit in rote Haart und beste Lu. Ihre Heimat, der Norden. Utmarkt von Helga Feddersen. Schauspieldiplom mit Negentein, dann der TV-Debüt. Onkel Bräsig. Sabine Karg war Serienstar in den 80er und 90er Jahren. Vergnügt und frech in diese Drombuschs. Modeikone, Rebellin. Ihre neiste Leidenschaft, Hörboken. Und nicht blau dat. Sie ist auch Botschafterin für das Niederdeutsche Theaterspiel. Noch altit mag sie, was sie will, Sabine Karg. Der Funke verplattet ist übersprungen als ein Lütget Wicht wat. Man, was hätt Oma Bertha? Ein Zuckerstuten und ein Pott Kaffee damit zu tun? Die Antwort hätt Sabine Karg höchstpersönlich. Moin, moin. Moin! Danke, dass ich da sein kann. Ja, gern. Was hätt denn Oma Bertha löst? Ja, Oma Bertha hat mit mir zusammen immer jemals einen Pott Kaffee getrunken, einen starken Kaffee und da ist da die Löbelin und dann hab ich zusammen Stuten eten. Stuten mit dick Butter und dann bin Zucker überrieseln lassen und das wär zusammen mit mir Großmutter und da hab ich dann unten Eutiner Kalender lest und sie hat mir erzählt, dass da viel Insight über den Niemond, über die Sonne, über das Wetter, über die Vertellers, die Gedichten und so. Und da hätte sie mich bebrücht, platt zu schnacken und das vorzulesen. Und das wäre eine große Freude für mich. Also platt geht dörren morgen. Sie sind ja auch UNESCO-Botschafter für das Niederdeutsche Theaterspiel. Woans könnt sie denn der Böen so richtig unter die Armste gerieben? Ja, ich habe das versucht über ein Casting. Das habe ich bei der Niederdeutsche Bühne in Neumünster gemacht. Und da wären junge Leute, öller Leute von, wie ich, 15 bis zu 80. Und ich war auf der Bühne und habe sich da ausprobiert und habe festgestellt, dass das eine schöne Sache ist, auf der Bühne zu stehen und dann zu spielen und sich kennenzulernen und dann Freundschaften zu schließen. Und das wäre eine wunderbare Erfahrung für sie. Und für mich auch. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, natürlich über die Botschaft der Titel Dörren into Riten oder into Lopen wie Politikers und dann auch mal zu fragen, so ob der Sprach nicht unterstützen dahin wollen. Und dann können wir da natürlich ganz anders was durchdrücken. Ne? Das klingt mooi. Sie sind ja auch Sprecher für Hörbauten und Hörspielen. Was gibt denn eins so platt? Auf platt gibt das eine CD von min Lordet Buch, das ist bin Quickborn Verlag Rutkom und das wäre da bin ich zu Hus. Und das ist eine wunderbare CD geworden. Und ich habe ja so einen klasse Mundharmonika-Spieler, so einen Schnutenhobel, sag ich wie. Und das ist Ben Heuer und der ist jemals mit dabei. Also sich insetzen und uns Muttersprach für den Norwus, das ist doch das Neueste, was es gibt. Besten Dank an Sabine Karg.